Hallo Kinder, da bin ich wieder mit meiner Kinderfunksendung Der Floh im Ohr. Ja, heute wieder für die etwas größeren Kinder und die ganz großen, wenn sie noch sich ein bisschen klein fühlen. Ja, heute lese ich wieder aus dem Buch Der kleine Prinz. Ja, da ist der kleine Prinz zu sehen. Guckt mal, ist das nicht niedlich? Ja, Wuffi hat gesagt, er möchte auch zugucken. Pumpeline sitzt da oben und die anderen sitzen alle da unten. Ja, heute fange ich an mit dem vierten Teil. Wollen wir mal gucken, was es Neues gibt auf dem kleinen Planeten und vom kleinen Prinzen mit seinem großen Freund. Vierter Teil. Fünfter Teil. Jeden Tag erfuhr ich etwas Neues über den Planeten, über die Abreise und über die Fahrt. Das ergab sich ganz sachte im Laufe meiner Überlegungen. So lernte ich am dritten Tage die Tragödie der Affenbrotbäume kennen. Auch dies verdanke ich schließlich dem Schaf, denn unvermittelt fragte mich der kleine Prinz, als wäre er von einem schweren Zweifel geplagt: Es stimmt doch, dass Schafe Stauden fressen. Ja, das stimmt. Ach, da bin ich froh. Ich verstand nicht, warum es so wichtig war, dass Schafe Stauden fressen, aber der kleine Prinz fügte hinzu: Dann fressen sie doch auch Affenbrotbäume. Ich erklärte dem kleinen Prinzen ausführlich, dass Affenbrotbäume doch keine Stauden sind, sondern kirchturmhohe Bäume, und selbst wenn eine ganze Herde Elefanten mitnähme, würde diese Herde nicht mit einem einzigen Affenbrotbaum fertig werden. Der Einfall mit dem Elefanten brachte ihn zum Lachen. Ja, man müsste sie übereinander stellen. Aber dann bemerkte er klugerweise: Bevor die Affenbrotbäume groß werden, fangen sie erst damit an, klein zu sein. Hm, Das ist schon richtig. Aber warum willst du, dass deine Schafe die kleinen Affenbrotbäume fressen? Er antwortete: Schon gut, wir werden ja sehen. Als ob es sich da um das kleinste Ding der Welt handelte. Und ich musste meinen ganzen Verstand aufbieten, um der Sache auf den Grund zu kommen. In der Tat gab es auf dem Planeten des kleinen Prinzen wie auf allen Planeten gute Gewächse und schlechte Gewächse. Infolgedessen auch gute Samenkörner von guten Gewächsen und schlechte Samenkörner von schlechten Gewächsen. Aber die Samen sind unsichtbar. Sie schlafen geheimnisvoll in der Erde, bis es einem von ihnen einfällt, aufzuwachen. Dann streckt es sich, treibt zuerst schüchtern diesen entzückenden kleinen Spross zur Sonne, einen ganz harmlosen. Wenn es sich um einen Radieschen- oder Rosentrieb handelt, kann man ihn wachsen lassen, wie er will. Aber wenn es sich um eine schädliche Pflanze handelt, muss man die Pflanze bei Zeiten herausreißen, sobald man erkannt hat, was für eine es ist. Auf dem Planeten des kleinen Prinzen gab es fürchterliche Samen. Und das waren die Samen der Affenbrotbäume. Der Boden des Planeten war voll davon. Aber einen Affenbrotbaum kann man, wenn man ihn zu spät angeht, nie mehr loswerden. Er bemächtigt sich des ganzen Planeten. Er durchdringt ihn mit seinen Wurzeln. Und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich werden, sprengen sie ihn. Es ist eine Frage der Disziplin,
sagte mir später der kleine Prinz. Wenn man seine Morgentoilette beendet hat, muss man sich ebenso sorgfältig an die Toilette der Planeten machen. Man muss sich regelmäßig dazu zwingen, die Sprösslinge der Affenbrotbäume auszureißen, sobald man sie von den Rosensträuchern unterscheiden kann, denen sie in der Jugend sehr ähnlich sehen. Das ist eine sehr langweilige, aber leichte Arbeit. Und eines Tages riet er mir, ich solle mich bemühen, eine schöne Zeichnung zustande zu bringen, damit es den Kindern bei mir daheim auch richtig in den Kopf reingehe. Wenn Sie eines Tages auf die Reise gehen, sagte er, kann es Ihnen zugutekommen. Zuweilen macht es ja wohl nichts aus, wenn man seine Arbeit auf später verschiebt. Aber wenn es sich um Affenbrotbäume handelt, führt er stets zur Katastrophe. Ich habe einen Planeten gekannt, den ein Faulpelz bewohnte. Er hatte 3 Sträucher übersehen. Ja, da habe ich dir eine Zeichnung mitgebracht. Ich will mal gucken, ob du das auch sehen kannst. Da sind die Affenbrotbäume und in der Mitte kann man kaum noch den Planeten erkennen, weil die alles mit ihren Wurzeln überwuchert haben. Ja. Und so habe ich dann diesen Planeten nach den Angaben des kleinen Prinzen gezeichnet. Ich nehme nicht gern den Tonfall des Moralisten ein, aber die Gefährlichkeit der Affenbrotbäume ist so wenig bekannt und die Gefahren, die jedem drohen, der sich auf einen Asteroiden verirrt, sind so beträchtlich, dass ich für dieses eine Mal aus meiner Zurückhaltung heraustrete. Ich sage, Kinder, Achtung, die Affenbrotbäume, um meine Freunde auf eine Gefahr aufmerksam zu machen, die unerkannt ihnen wie mir seit langem droht, habe ich so viel an dieser Zeichnung gearbeitet. Ihr habt sie gerade eben gesehen. Die Lehre, die ich damit gebe, ist gewiss der Mühe wert. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum enthält dieses Buch nicht noch andere, ebenso großartige Zeichnungen wie die Zeichnung von den Affenbrotbäumen? Die Antwort ist sehr einfach. Ich habe wohl den Versuch gewagt, aber es ist mir nicht gelungen. Als ich die Affenbrotbäume zeichnete, war ich vom Gefühl der Durchdringlichkeit beseelt. Sechstens. Ach, kleiner Prinz, so nach und nach habe ich dein kleines, schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hast du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes gehabt als die Lieblichkeit des Sonnenunterganges. Das erfuhr ich am Morgen des 4. Tages, als du zu mir sagtest, ich liebe die Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Da muss man noch warten. Worauf denn warten? Warten, bis die Sonne untergeht. Du hast zuerst ein sehr erstauntes Gesicht gemacht und dann über dich selber gelacht. Und du hast zu mir gesagt, ich bilde mir immer ein, ich sei zu Hause. In der Tat, wenn es in den Vereinigten Staaten Mittag ist, geht die Sonne, wie jedermann weiß, in Frankreich unter. Um dort einen Sonnenuntergang beizuwohnen, müsste man in einer Minute nach Frankreich fliegen können. In einer Minute. Unglücklicherweise ist Frankreich viel zu weit weg. Aber auf deinem so kleinen Planeten genügte es, den Sessel um einige Schritte weiter zu rücken. Und du erlebtest die Dämmerung, so oft du es wünschtest. An einem Tag habe ich die Sonne 43 Mal untergehen sehen. Und ein wenig später fügtest du hinzu,
Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge. Mhm. Am Tage mit den 43 Mal warst du also besonders traurig? Aber der kleine Prinz antwortete nicht. Ja, liebe Kinder, das war's heute mit dem Floh und Ohr und dem kleinen Prinzen. Wir sagen dir nun auch auf Wiedersehen, den großen und den kleinen Leuten, und wir sagen dir auch wieder, pass auf dich auf, bleib gesund und grüß alle schön, die du kennst, und ja, hab doch einen wunderbaren Tag. Bis bald wieder. Tschüss.